Die Embleme sind mit uns hier bei Fire Emblem Engage. Auch schon wieder bei Folge 129 ungefähr um den Dreh herum. Knapp 30 war. Es ist nicht zu fassen. Wir sind hier auch schon bei Kapitel 23, sprich wir sind eigentlich im Schlussspurt. Viel fehlt nicht mehr, 3-4 Kapitel maximal noch. Aber wir haben noch einige Gegner vor uns und ich würde sagen, Huldrio, die Waldfee, das kann lustig werden. Hey. Mit diesem Verzerrten da, da einfach das Gefühl hat, ja, wir können uns auch mal locker auf lockig ein bisschen angreifen. Oder vielleicht auch nicht, oder einfach verzaubern, oder irgendwie einfrieren oder so. Und ich würde sagen, ich habe keinen Bock drauf. Ich glaube, ich mal ihn ein bisschen an war. So, nehmen auch. Da lacht das Herz. Wieder weg. Gut, Louis könnte leider nicht bewegen, der ist noch eingefroren oder bewegungsunfähig, wie auch immer. Die zu bewegen macht gar nicht viel Sinn, da würde man sagen. Mal gucken, wie das jetzt ist mit dem Schaden. Also, in welcher Reichweite kriegen sie Damage? Irgendwie gar nicht. Ach, der arme Louis. Geht der Fougeron los, lustig. Das war ein Fehler! Boucheron platt machen wollen, mit Magie hast du vielleicht eine Chance. Dann muss es in einem Zug machen, weil im zweiten Zug macht er dich sowas von kalt. Auswachen können sie mittlerweile gut. Unsere mächtige Truppe. Wow. Und dann kaum Damage macht. Mit Fensalier. Ja, Kriten wäre auch mal eine Variante, Leute. Naja, egal. 3 Stück hier unten. Schaden hat keiner von uns bekommen, lustigerweise. Damit habe ich jetzt gar nicht gerechnet. Jetzt mal gucken, auch mit dem Bandlevel und so. Also bei wem lohnt es gerade aktuell am meisten dazu zu schlagen? Mein Boucheron können wir eigentlich sparen. Timira Ike eigentlich auch. Die sind schon relativ gut dabei. Ich will mal sagen, Engage. Whale mit Corin. Das kann lustig werden. Als Gebrüll angreifen und Gebiet fluten. Was macht denn die Drachenader bei ihr? Wasserader, Nebelader, Rankenader. Beistandsader. Flammenader, Eisader. Die Dinger verhindern, Flammenader. Die Schaden zufügen. Ist eigentlich nicht schlecht, wa? Und meistens Gebrüll ist hier ein bisschen doof. Da geht in eine Richtung. Ah, warte mal, ich komme hier hin. Genau, da wollte ich eigentlich. Reißendes Gebrüll. Mit Drachenbiss. Du. Bewegen können die sich nicht, ich hingegen schon, das ist doch cool. Gut. Haben wir das auch. Jetzt da oben noch ein kleines Problem, so es aussieht, aber das haben wir gleich gelöst. Bandlevel, ja gut, ja auch, aber erst einmal Feuerlanze. Gut, gehen wir schon nach oben. Diamant und Reusan. Wir haben hier so eine große Auswahl, der auch null Schaden macht. Klappbull kämpft mit Schwertern, in die Kriegerachse und nur tun. So meine ich nicht. Stärke plus 6. Nices Ding. Bandlevel war? Genau, war was?
Elfenwind, Elfendonner, Elfenlicht, komm. Reicht auch. Die haben doch keine Chance gegen uns. So, und mal hier vorbei. Ist zwar hier außerhalb nur das 30, aber ist gerade hier ein bisschen egal. Boucherollin werden wir gleich auch wieder machen. Muss man hier gucken. Mit euch hier nach vorne und angreifen. Oh, wir haben eine tolle Trefferquote. Bei denen ist es relativ egal. Wir fangen mal hier an, wa? Gewitter! Achtung vor Sturmwarnungen. Sehr gut. Bei 019, das gefällt. Ja, hier ist immer das Problem, kann ich irgendwie großartig weg, wa? In dem Arsch da drüben. Na, warte mal. So, es hat sich ausgearscht. Er muss hier vorbei. Okay. Junaka Bailev. Sind noch 3 Züge, ist doch alles gar kein Problem. Schwert des Schöpfers. Bye bye. Gut, Movia. Das Problem ist natürlich, ich komme hier nicht richtig durch. Ich hau mal durch, also muss ich erstmal die platt machen. Michael und der Mauf. Sternlorblitz. Das war ein bisschen übertrieben. Ich muss jetzt beim Anfang Level hier noch erhöhen. Mach mal hier. Ja, da gehe ich mit ihm nachher vorbei und hol mir den anderen. Bei diesen Sternlor. Ja. Sind doch alle schwach, wa? Falcon 108, leck mich am Arsch, ey. Hey, wieso hat das Falcon so Power? Ja gut, das ist auch gegen Drachen. Ich muss mich daran gewöhnen, dass hier Wyvern gleich Drachen sind. Ich meine, klar, ist ja eigentlich auch so, aber ich kenne also früheren Final-Spiel eigentlich eher so, als Wyvern eine Untergruppe war. Nicht unbedingt gesagt wurde, hey, das ist auch ein Drache. Das ist ein bisschen verwirrend. Aber egal. Switch, nee. Kann bleiben. Bündnis noch nicht. Obwohl es 15 Jahre, man könnte zwar. Nee, komm. Noch ein paar Bündnisdinge aufsparen. Das Soulband. Schön healen. Ja, was in der Magie steigt. Ganz ein krasser Dude. So. Kommen wir hier nach vorne. Jetzt das Problem, ich komme mit keiner Waffe daran, war. Scheibenkleister. Muss halt hier ran. Passia. Fogado Lucina ist auch eine coole Kombi. Kannst du sagen, was du willst. So, was haben wir hier für Typen? Gut, er hat die 4. Stufe. Schön für ihn. Die haben sonst alle Äxte. Die haben Power, der hat gar nichts. Oh, jetzt kommt es schon mit Fähigkeiten. Lustig. Okay, komm. Nee, das Michael Marv. Klar, die anderen haben Power mitunter, aber ganz ehrlich. Könnte ich einen Rapier nehmen, damit man besser ausweichen kann. Das ist aber bei denen ein bisschen überflüssig. Erfahrungspunkte verdoppeln. Ja. Hat auf den Ausweichwert, wa? Vierte Stufe. Ja, komm, nehmen wir einen Rapier. Mal gucken, was passiert. So. Dann haben wir noch den da. Jetzt wird schön geschnibbelt. Das war's. Ja, jetzt muss man ein bisschen gucken. Ich habe jetzt mittlerweile relativ viele Truppen da rechts gefühlt, wa? Dass das sogar ein Fehler ist. Wer weiß.
Fehlt nur noch ihr zwei. Ihr könnt sowieso nichts machen, also lassen wir's. 0 Trefferquote. Das hast du auch selten. 0%. Hat er gerade sein Engage-Level gefühlt oder was? Das ist natürlich doof. Ich hasse Dinger. Ah, da auch noch. Ja, danke schön. Also, die erstmal wegkillen. Sternerblitz machen wir gleich. Muss ja auch erstmal loswerden. Keine 3 Felder weg, wa? Ja, warum eigentlich nicht? Jetzt den für oben aufsparen. Okay, da bringt natürlich jetzt nicht so viel hier. Gut, sind alle Waffen mehr oder weniger gleich. Egal. Alle für einen, einer für alle. Umgekehrt. Bendiger plus 4 und rüber da. So, wie darf ich dich vernichten, wa? Liberation, Mercurius, Falkion. Na, gar nicht Falkion. Das passt schon auch gegen die Gegner. Das wird nicht so das Problem sein. Okay, bin da oben schon mal weg. Jetzt. Du kannst natürlich nicht überfliegen, wa? Hier bringt es gerade irgendwie auch nichts. Dann. Ja, nur Flugeinheiten, das geht ja. Also, dann gehe ich mit dir halt hier rüber. Das passt schon so. Hier. Ja, ich muss jetzt halt auf diese Seite ausweichen. Geht nicht anders. Da geht es von einem Feld nach unten. Da haben wir schon gelernt, da passiert nichts. Sie bleibt erstmal hier, weil ich kriege sie nicht, kann ich irgendwie weg. Und hier nachher die Abkürzung auch, weil nachher ist das Teil ja weg. Gut, dann hier oben. Wie machen wir hier weiter? Drachen wären so was gewesen. Gucken, ob ich die Lava beeinflussen könnte. Moment. Nee, war. Den machen wir die hier, komm. Schaden kann sie nicht. Gut, ich fliege hier auf der Seite rüber. Gegner kommen irgendwie alle nicht. Okay, das spielt keine Rolle. Ja. Dummerweise dort sonst Schaden. Was hier auch so. Und hier dann so. Et voilà. Haben wir alles hier? Jo. Dann 30%. Einmal getroffen. So, leider ist es nun aus damit.
Liberation. Im Bandfach muss ich noch ein bisschen trainieren will, muss, darf. Wir gucken mal. Fogado Lucina. Mais oui. Mit dem Kriegerbogen, da reicht's. Viermal und kein Crit. Nein, gut, bei 6%. Wäre noch ein bisschen überraschend gewesen, tatsächlich. Dann gehen wir mal weiter hier. Pirat erstmal. Alfred Sigur. Der muss natürlich auch mal rechts rüber. Aber gerade tatsächlich Frage. Die haben kaum Power in der Offensive tatsächlich. Speed sind langsamer als wir selber, krass. Silobogen, okay, den müssen wir eigentlich killen. Also wenn ihr schon vorhabe, mich dahin zu wagen. Wenn ich mal hier bin, komme ich nicht mehr weg, war, da ist klar. Ja, Ragnarök macht hier zu wenig Damage. Ich kann halt nicht doppeln. Schade. Dann geht auch hier rüber, komm. So. Da geht's auch. Rion Caballero kann man dann leider nichts mehr machen, aber das ist ja gleich nachgeholt. Oder Citrin Zone. Wer von beiden steht aufs Feld? Tatsächlich erstmal Citrin Zone. Ich glaube, die haben es gerade. Also, war heißt nötiger, aber es wird gerade besser passen tatsächlich. Whale Corin. Kann man einen Drachenader machen. Könnte man zwar, aber man könnte natürlich auch angreifen. Ja, ihre Waffen sind noch ein bisschen überschaubar, leider. Gib mir Gnade. Aber Hauptsache voll in die Fresse. Du. Und der Fluch der Drachen hat sie erreicht. Oh, killt sogar den da oben. Krass. So, sind wir beides Bogenschützen und doch am liebsten gerne mit den beiden killen. Das könnte ein bisschen schwierig werden. Diamant Roy mit flammender Löwe. Kill ich den? Ja, fast. Ich weiß leider nicht ganz. Oh. Normal angreifen und killen? Ja, mit der Kriegeraxt. Ja, wäre halt schön, wenn er gekillt wäre. Und vor allem bleibt. Mit 83 nicht getroffen. Oh, er hätte den flammenden Löwen einsetzen können, ich Trottel. Okay, dann warte jetzt mal noch. Kurz und schmerzlos und gucke erstmal, wie es denn hier oben so aussieht. Relativ gut. Die könnte ich so klein kriegen. Wie sieht es hier aus? Perfekt.
So, Chloe Leaf. Ja, lief doch endlich mal. Feuerlanze. Meisterlanze. Kriegerlanze. Gut, 100% Trefferquote, muss jetzt keine Angst haben. Schönes Ding, Chloe. Schönes Ding. Gut, wieder zurück hier unten. Ja, wir haben noch Boucheron Lynn. Ganz ehrlich. Ich wollte mal Boucheron vielleicht noch aufsparen, falls ich mit Lynn engagen müsste, wegen ihrer Spezialattacke, wegen dem Pfeil und Bogen. Moment, wie heißt es halt schon wieder? Astra-Sturm, dankeschön. Wegen dem Move, aber den brauche ich dann aktuell nicht. Da kann man noch aufsparen für später. Das heißt, wir machen das Ding. Natürlich hat... Ich versuch's mal so, komm. Vielleicht klappt es mit Boucheron. Sehr gut. Ja, das ist ein bisschen doof. Ah, ganz vergessen, dass die Fähigkeit auch noch geht. Verrücken! Denn der kann entzücken. Der Thronerbe. Sehr gut, ist auch bei Level 20. Da will noch nicht hin, ehrlich gesagt. Ah, schon wieder. Und jetzt? Ja klar, warum auch nicht, ne? Okay, dann lass doch das Ding einfach mal hier noch außen vor. Können wir erst mal... Obwohl. Bei denen ist es ein bisschen schwierig. Wir sind immer ein bisschen in Sicherheit, was? Sie hat ja ein bisschen Kabel für den Drachen da oben, aber gar nicht zum Hinkommen. Obwohl. Also ich meine... Schöner Schaden. Ja, ich weiß halt nicht ganz, aber hey, das ist schon mal ein Anfang. Waffenschild plus plus. Oh. Da ist ein Bogenfuzzi da hinten. Ah, okay, lass sie hier stehen. Ja, gegen den Bogenfuzzi, aber jetzt da unten gar keinen Bock. Beim Vorrücken ganz schwierig. Timera Ike, theoretisch, um ihn zu killen. Ja, warum eigentlich nicht? Lasset den Sandsturm sprechen. Huch, bin ich schon da vorne? Ja, das ist noch ein Problem. Okay, dann muss ich mir halt Schaden einbeziehen. Dass ich doch schon bei denen hier vorne bin, krass. Doch schneller als erwartet. Okay, muss ich erstmal ein Teil da vorbei. Also wo es halt gerade geht, war wenn es halt irgendwie so ein Stelle, wo ich sehe, okay, es geht gar nicht, dann scheiß drauf. Kann man Drachenarter hier einsetzen. KP plus 12. So. Und Tensei Mikai muss man dann noch nichts machen. Wir sind trotzdem mal hier in Lauerstellung. Dann auf der Seite. Ja, wir haben da oben wieder so einen Drachen. Einen Drachen. Ja, so ein paar Typen, die nicht wissen, was gut für sie ist. Immer das gleiche mit denen. Immer das gleiche. Ich habe Pulganone. Das könnte man eigentlich mal riskieren. Das ist ein magischer Ritter, war. Jo, okay. Dann mal beim Kriegerbogen.
So, das ist alles andere als gut. Eins nah rangehe, kommt der Drache wieder. Kann ich hier mit irgendeinem Move platt machen? Überreiten geht's nie, das war zu erwarten. Aber ich habe hier eine große Auswahl, kann man sagen. Fast. Eine Kriegerlanze. Jo, machen wir. Kill the Dragon. So ein Spezialmove, aber scheiß drauf. Ah, natürlich muss er treffen. Ist klar, Digi. So, gehe schon mal hier hin. Wir haben noch 4 Züge, da passt also. Hier mal in Sicherheit. Ist der andere dort, ne? Dann, was nehmen wir dann? Dann gehen wir nicht mehr Excalibur. Wenn ich schon mal dabei bin, kann man gerne einen Pokertief nehmen. Nein, das reicht nicht, scheiße. Der Reichweite, sie reicht nicht. Komm, aber einfach mal kurz hier fern, weil ich bin eh gleich oben. Jo, ne? Aua. Gleichfalls, ja. Das ist natürlich jetzt perfekt hier unten. Alter! Ja komm, den gönn ich mir mal. Alfreds Siegesmarsch! Dankeschön! Alter! Nicht schlecht, Herr Specht. Ja, also mit so einem Move, also puh. Ui. So, trotzdem, ich gehe jetzt mal hier hin, weil er muss mich gleich noch heilen. Dann haben wir noch Silber Großaxt, Fuzzi, dann machen wir natürlich den hier. Warum Würmtöter? Wegen den oben, falls sie gleich ihn angreifen würden. Ah, okay, kommt noch raus. Gut, hier schnell Pokertief. Er hat so viel Power, aber sicher ist sicher. Dann gehe ich mit die. Das sind zwei. Kriegen wir so hin, ne? Er geht trotzdem noch rüber. Okay, jetzt könnt ihr nochmal nachkommen, Freunde. Ich wollte den machen, war genau. Wenn er so natürlich aus der Distanz angreifen kann, das ist schon praktisch. Gut. Links haben wir natürlich hier wieder einmal Lanze, einmal Bogen. Einmal Lanze, einmal Bogen. Okay, Lanze macht Bougeron. Mais oui. Und zwar mit der Kriegeraxt. Nimmt den Meisteraxt. Komm, ich will den Krieg sehen. Weh, du kriegst es nicht, Alter. Schwierig. Bougeron war auch mal cooler. So. Jetzt muss ich irgendwie hier durchkommen. Da ist nur Flugeinheiten, das ist auch doof. Das heißt, er muss entweder wirklich mit Flugeinheiten da auch hin, also mit der Truppe zum Beispiel.
Chloe Leven auch platt machen, mir dann wieder zurückziehen oder ich logge ihn irgendwie an, da ist irgendwie nicht gerade das Wahre. Aber warte mal, ich gehe trotzdem mal da durch mit euch. So. Ich weiß, dann hat er noch einen Bogen, aber ganz ehrlich, das ist wohl ein Witz. Ah, obwohl. Was ich machen kann, einfach nur weil ich es kann. Klingt doof, ist aber so. Klingen, Lanzenmeister, Würmtöter, Binding Blade, Kalabulk. Ja, komm, sie überklingen. Es hat das Maximum erreicht, das Maximum, mit der Silberklinge. So, soll er ruhig mal kommen. Gut, die Mira Eik da, also eben, viele Gegner sind es nicht mehr, Freunde, wir haben es gleich durch. Ich denke, dass das Kapitel so schnell geht. Der greift echt mich an, krass. Also, im Sinne von, dass er Roy angreift, weil der hätte damit gerechnet. Roy. Ja, ich meine, dass er Diamant angreift, hätte mit gerechnet, dass er eigentlich nicht Roy angreift. Weil er sich eigentlich wehren kann zu dem Zeitpunkt. Aber du. Oh, das ist nur praktisch. Okay, das ist weniger praktisch. Das ist hässlich. Ich glaube, der kann unendlich verstärken, kann das sein? Okay, ich verziehe mich langsam mal. Dass der Felsen noch nicht irgendwie zerstört wird. Lustig. Also, wieder mal Zeit für die Kombi hier. Geht zum Angriff über, Freunde. Das sagt der Richtige. Chris. Und schon mal ein Leiste down. Also bloß noch 2. So. Fragmente, sehr gut. Dann gehe ich mal hier runter. Das ist nicht sehr viel, aber es kann sich schon mal lohnen. Nicht wundern, Freunde, warum ich jetzt einen Drachen angegriffen habe. Das liegt nur daran, weil ich jetzt gerne hätte, dass Chris zu mir kommt. So, weißt du was? Binding Blade und ciao. Das Binding Blade von Roy tatsächlich auf 2 Felder angreifen? Wusste gar nicht mehr. Gut, also hier sind alle weg, also in Sicherheit quasi. Dann hier, jetzt muss man um die 4 hier kümmern. Ich weiß nicht, was das Problem sein dürfte. Muss einfach hier nur weg, weil da gerade ein paar viele unterwegs sind. Okay. Mit Glück plus 12. Erlebe die Macht des Würmtöters. Level 18. Magic. Okay. Das ist ganz Neues. Könnte ein Bündnis was werden hier? Seliger ist manchmal ein bisschen seltsam, muss man dazugeben. Okay,
Sparen wir noch auf. Wobei Echo... Ja, natürlich halbierte Angriffe, ihr habt zwar ein bisschen mehr Power drauf, aber... Das ist auch nicht so viel. Vor allem weiter Teleport. So weit ist er gar nicht. Ja, eigentlich. Tomahawk und Silberaxt, wa? Okay, komm. Ich stehe ihn hier hin. Aus einem geführten stechenden Blick. Aua. Wir hauen wir ab, weil ich keinen Bock mehr auf die Scheiße habe. Der ist nachher eh gleich futsch, das ist perfekt. Den kann ich hier schon mal ein bisschen näher ran. Natürlich jetzt ein bisschen doof. Ich wollte eigentlich genau dahin. Naja, gut. So, ja. Ah ja, genau, hier unten. Ne, passt aber. Das kann der Drache doch schon, wa? Okay Leute, geht doch schneller als erwartet. Machen wir sie fertig. Ein bisschen leichter Forscher, als wirklich ist, war. Bringen keine Stäbe zum Einfrieren oder so, aber die gar nicht mitgenommen. Also rechts machen wir gerade weniger Sorgen. Hier auf der Seite. Hier wird es gerade ein bisschen sehr brenzlig tatsächlich. Okay, bis da kann ich vom Drachen zumindest abhauen, wa? Und da ist mit Gris. Da muss man mal ganz kurz zurückziehen. Ja, so geht das nicht. Hat zu wenig KP oder so? Lustig. Okay. Ja, zurückziehen. Geht nicht anders. Der Norkanax. Das ist natürlich ein bisschen doof. Scheiß Nova, der tut Boucheron sehr weh. Er tut nur voraus, dass der trifft, ne? Aber. Bei nur Speed 15, also. Was will ich in die Hose machen deswegen? Warte mal. Bei Wild hatte ich halt so von wegen, ja. War schon ein bisschen beschädigt, also. Beschädigt sage ich schon. Angriffen, deswegen macht es vielleicht Sinn, aber ganz ehrlich. Nicht Klinge. Ich habe keinen One-Hitter-Move, ne? Ich meine, ich kann Tool danach wieder nach unten abhauen, ne? Außer Gris kommt, wobei eben
der kann man nicht doppeln, also wird auch das weniger problematisch sein. Ich brich den ja sowieso zuerst. Und vielleicht kritisch sogar. Das Problem ist halt mit der Resistenz, Leute. Das ist das Problem bei ihr gerade. Wenn es Chris nicht wäre, würde ich sagen, hey, los, groß I-Tier, machen wir sie fertig. Aber mit Chris, ein bisschen Kopfschmerzen. Irgendwie auswandern sie irgendwie gar nicht mehr drauf, wa? Sobald sie mit Ike unterwegs können sie nicht mehr ausweichen. Tja. Jo, der Sandsturm tat weh. Stimmt, ganz vergessen, noch mein Doppelgänger. Hehe. Nehmen die aber ein bisschen hier aus dem Weg, ein bisschen raus. 5. 1, 2, 3, 4, 5. Silberschwert, okay, kein Problem. Nur damit ich vielleicht den noch ganz kurz angreifen könnte. So. Theoretisch müssen jetzt alle ja, auf die los eigentlich. Ja? Dann hier, wenn das Problem mit diesem verzerrten Drachen war, kriege ich sie weg mit all den Moves, die wir aktuell zur Verfügung haben. Schwierig zu sagen, wir haben natürlich eine starke Truppe. Bis auf Ivy Celica. Die sind nach wie vor ein bisschen schwierig. Ja, aber wenn sie schon mal ein bisschen attackiert wurden, ne, sag jetzt mal. So ein Scheißschutz. Ah, der hilft davor aber nicht. Definitiv du. Sag ich ja. Und die machen viel Damage, wa? Verbrechen wir eigentlich schon mal cool. Weil ich glaube, den kill ich noch nicht, wa? Ja, ich bin Ritter tot. Lustigerweise. Ja gut, doch, er ist ja angeblich auch eine Art Ritter. Ja, stimmt schon. Stimmt schon. Stimmt schon. Stimmt schon. Nein, stimmt schon. Auch er hat sein Maximum erreicht. Treffer plus 20. So, gehen wir noch langsam aber sicher mal ans Eingemachte. Ich stelle es jetzt einfach mal hier hin, weil ich muss sie sowieso aufladen. Die heilige Sieglinde.
認めたくはないが俺も寂しい人間だ。だから止めることができなかった。望むなら戻れるわよ。まだバカを言うな。貴様の所業で拾ってつなげるほどの情けすら全て。戦わなくては。Lanzenagilität. Du. 許されるならEinen richtig krassen Angriff aber sowieso nicht, wa? Ich gedacht, der kann zwar mit Echo angreifen oder so. Also ich sage jetzt mal, ein Crit wäre schön. Ich sage es, da kommt es. So, sie hat zwar, ja eben auch, ist das da auch? Ne, ist nur Reichweite 1, wa? Magie da angreifen, will sie nicht sehr viel bringen. So, ich guck mal, vielleicht klappt es ja trotzdem. Wenn sie trifft, wird C4 weg. Könnte ich sehr viel Glück brauchen. Oder auch nicht. Die ist weg. Hasta la vista, Kleines. So, fehlt noch Gris und es fehlt noch ein Drache. Also unter anderem, ne? Sehr schön. Ja, der Trick hat immer wieder mit den Doppelgängern. Das ist doch nice. Oh. Lustig, dass der auch ohne Ding funktioniert. Ohne Riesen C4. Aber egal. Also, Freunde. Wer hat noch nicht? Wer will noch mal? Ivy Celica. Ja, ich habe nicht sehr viel, was sie macht. Also Ivy Celica. Celica generell ist jetzt nicht so das super Emblem im Vergleich zu anderen. Aber naja. Wir machen ihnen noch was falsch mit der Zuweisung oder so, kein Plan. Das war's mit dem Drachen und dem Drachen. So, das heißt, den Rest braucht sie gar nicht mehr. Schade. Noch da Typen, da noch Typen. So, wann will ich noch habe? Nee, gar nicht mehr. Bougereau ganz normal angreifen. Gut, ich meine, es ist Bougereau, der macht sowieso alles platt. Also, weil die Finte läuft. Großes Opfer. Erfahrungspunkte, aber auch fürs Bandlevel. Immer wieder wichtig. Level 20. Ich überlege sogar, ob ich die gar nicht mehr wieder zurück auf Stufe 1 packen soll. Die ganze, die sind jetzt schon, doch, sage ich jetzt mal, meistens sehr, sehr stark. Und dann wäre es irgendwie für mich so übertrieben sogar. Kann ich damit Reisengebrüll was machen? Oder sage ich mir, komm, ich lasse den Quatsch.
Und mit dem Yato würde ich noch dem guten Schaden machen, wa? Also mit dem Yato versuche ich es mal. ベイル様じゃねえか。ご褒美。もう一人のベイル様が言ってくださったんだよ。ずーっと楽しみにしてたんだ。でも結局俺に。その前に。そうだよ。あんたが殺したんだ。だからな、俺今度はあんたが俺をどんな風に殺すのか。私グリのことは許せないけど、最初から憎かったわけじゃない。あなたがそうまでしてとどまった意味も私にはひどくはできない。ご褒美は。 Schön gesagt, Vale. Ja, der Chris hat irgendwie einen seltsamen Fetisch, ich weiß auch nicht so richtig. So, natürlich erstmal schön geschwächt, dort den Drachenaderfluch, wenn man so sagen will. Soll ich euch noch irgendwie killen? Wollt ihr? Wollt ihr gekillt werden, Freunde? Ne, ich frag mal so. Lasset das Glück oder den Crit-Wert entscheiden. Ja, okay. Sie wollen gekillt werden. Euer Wunsch wird erfüllt. Da muss man ein bisschen aufpassen, was ich jetzt hier noch mache. Okay, ich mache sehr viel Damage so. Da heißt Boucheron und Diamant machen Grease platt. Das heißt, ich kriege jetzt den da oben zwar nicht mehr platt, aber den da unten vielleicht noch. Gar keine Ding mehr habe, wa? Crit-Chance, nichts mehr. Die Frage ist vielleicht hier oben. Ja, da könnte es noch klappen. Ein Wurf in Sandsturm, das ist immer so eine Sache. Der kann triggern, muss aber nicht. Das ist ein bisschen heikel. So, hätten wir das auch. Ja, komm, beenden wir es, ne? Das wird das Ende der 4 Bluthunde sein. Ich kille sie mit dem Binding Blade. Oder? Der kriegt alles 112. Was ist los mit dir? Wurmtöter. Nee, kann man das Binding Blade. Wenn schon, denn schon. So, Chris, hier hast du deine Schmerzen. Er bekam, was er wollte und was er verdiente. Alfred und Sigurd sind die Helden. Einzige gebrochen, fehlen noch 2. Oh wei, oh wei. Und wisst ihr was? Diese beiden Siegel und noch vieles mehr schauen wir uns in der nächsten Folge an. Zurück bei Fire Emblem Engage.
Bis dahin, ciao zusammen.